Destle. Dieses Tibet diese Woche, eine wöchentliche Nachrichtensendung über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama trifft den tschechischen Präsidenten Petr Pavel in Ladakh. China verhaftet tibetischen Sänger wegen Lobeshymnen auf seine Heiligkeit den Dalai Lama. Sejong begibt sich auf offiziellen Besuch in tibetische Siedlungen in Zentralindien. Indischer Gesetzgeber fordert Verleihung des Bharat Ratna an seine Heiligkeit den Dalai Lama. Die tibetische Zentralverwaltung erhält von Tikse Rinpoche ein Grundstück, die tibetische Führung bedankt sich. Sejong Bemba Tsering gratuliert Gyabje Dakpo Rinpoche zur Verleihung der Ehrenlegion. Australischer Abgeordneter hebt die Bedeutung des 90. Geburtstags seiner Heiligkeit des Dalai Lama hervor. 25. EU-China-Gipfel beleuchtet Menschenrechtsprobleme in Tibet. Schweizer Tibet-Unterstützer veröffentlichen Buch zu Ehren seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Tibeter in Indien feiern das Jahr der Barmherzigkeit. Der Präsident der Tschechischen Republik Petr Pavel traf am vergangenen Sonntag in Ladakh ein, um seine Heiligkeit den Dalai Lama privat zu treffen. Die Führung der tibetischen Zentralverwaltung, darunter Sejong Bemba Tsering, Galön Dömagyari und Galön Sintema, empfing den tschechischen Präsidenten in Leh. Im Anschluss an sein Treffen mit seiner Heiligkeit dem Dalai Lama veranstaltete die tibetische Zentralverwaltung einen Empfang. Dabei erklärte Präsident Pavel, dass er mit dem Treffen mit seiner Heiligkeit seine Unterstützung für die gerechte Sache Tibet zum Ausdruck bringen wolle und wies darauf hin, dass die Tibeter in Tibet für die Freiheit kämpfen, ihre Sprache zu verwenden, ihre Kultur zu bewahren und ihre Religion auszuüben. Sejong Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung sagte, dass seine Heiligkeit der Dalai Lama zwar bereits viele Staats- und Regierungschefs aus aller Welt besucht und getroffen habe, dies jedoch das erste Mal sei, dass ein Staatsoberhaupt nach Indien gereist sei, um seine Heiligkeit zu treffen. Die chinesischen Behörden haben einen jungen tibetischen Sänger namens Tsukde, bekannt unter dem Namen Asang, festgenommen, weil er das Lied Prince of Peace gesungen hatte, in dem er seine Heiligkeit den Dalai Lama lobte und seiner Sehnsucht nach der Rückkehr seiner Heiligkeit nach Tibet zum Ausdruck brachte. Tsukde stand unter der Überwachung der chinesischen Behörden, weil er Lieder sang, die insbesondere die tibetische Jugend in Tibet zu Patriotismus und Glauben inspirierten. Die tibetische Zentralverwaltung erklärte, die Nachricht von der Festnahme sei inmitten verstärkter Repression in Tibet im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama bekannt geworden. Neben Tsukde sollen 2 weitere tibetische Sänger festgenommen worden sein. Ihr Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt. Sejong Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung hat eine offizielle Reise zu den tibetischen Siedlungen in Zentralindien angetreten, die am Mittwoch dieser Woche in der tibetischen Siedlung Bandra Norgeling begann. Nach seiner Ankunft besuchte Sejong Klöster, ein Altenheim, die tibetische Siedlung und die regionalen tibetischen Büros, die tibetische Schule Gotangaon Samboda, Gesundheitszentren und die Reismühle. In seiner Ansprache an die Bewohner der tibetischen Siedlung Bandra sprach Sejong über die Noblesse und das Vermächtnis seiner Heiligkeit des Dalai Lama, die Politik des Mittelwegs als offizielle Strategie des 16. Kasha der CTA zur Lösung des chinesisch-tibetischen Konflikts und betonte die Bedeutung der Erhaltung der tibetischen Sprache. Nach Abschluss seiner offiziellen Termine in der tibetischen Siedlung Bandra reiste Sejong heute früh zur tibetischen Siedlung Orissa weiter und wird voraussichtlich auch die tibetische Siedlung Menpat sowie Delhi, Varanasi und Nainital besuchen. Am Mittwoch forderte Tapir Gao, Mitglied des indischen Parlaments und Mitvorsitzender des Allparteien-Parlamentsforums für Tibet, die indische Regierung auf, das lebenslange Engagement seiner Heiligkeit des Dalai Lama für die Förderung von Frieden und Gewaltlosigkeit anzuerkennen. Während der laufenden Monsunsitzung des indischen Parlaments appellierte das Mitglied des Lok Sabha an die indische Regierung, dem 90-jährigen tibetischen Führer die höchste zivile Auszeichnung Indiens, den Bharat Ratna, zu verleihen. Herr Gao verurteilte auch Chinas anhaltende Einmischung in die Frage der Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Obwohl dieser kürzlich in einer öffentlichen Erklärung die Fortführung der Institution des Dalai Lama bekräftigt hatte.
Am vergangenen Samstag besuchten die Führungsspitzen der tibetischen Zentralverwaltung, darunter Sigyong Pemba-Tsering, Galön Magyari und Galön Sintoma, Tikse Rinpoche in Lada, um ihm für die Spende von etwa 8 Hektar Land in Lada an die CTA zu danken. Dieses Land soll die Umsiedlung der tibetischen Siedlung Changtang in Chumur unterstützen und Wohnraum für tibetische Familien in Leh schaffen, die derzeit keine dauerhafte Unterkunft haben. Im Laufe des ganztägigen Besuchs besichtigten die CTA-Delegation und Rinpoche das gespendete Grundstück und Rinpoche gab zu Ehren der tibetischen Führungsspitze ein Mittagessen. Am Nachmittag bei der offiziellen Versammlung in der Sunamling Tibetan Community Hall überreichte Sigyong Pemba-Tsering eine Urkunde des Innenministeriums als Zeichen der Dankbarkeit und hob hervor, wie Rinpoches Großzügigkeit über die tibetische Gemeinschaft hinaus auch Muslimen und anderen Bedürftigen zugute kam. In seiner Ansprache bei der Versammlung sprach Rinpoche darüber, wie seine Heiligkeit der Dalai Lama vor der Besetzung Tibets durch China den Mönchen aus der Himalaya-Region, die in Lhasa buddhistische Studien absolvierten, besondere Aufmerksamkeit schenkte und dass es nun ihre Verantwortung sei, diese Geste zu erwidern. Am vergangenen Mittwoch gratulierte Sigyong Pemba-Tsering im Namen der tibetischen Zentralverwaltung und des tibetischen Volkes Gyabje Dagpo Rinpoche herzlich zur Verleihung der höchsten nationalen Auszeichnung Frankreichs, der Légion d'honneur. Damit ist Rinpoche der erste Tibeter, der diese prestigeträchtigte Auszeichnung erhält. Sigyong lobte Rinpoche für die Gründung des Gadinling-Institut, das als Brücke zwischen der tibetisch-buddhistischen Kultur und der westlichen Welt fungiert, und drückte seine aufrichtige Dankbarkeit für seine langjährige Unterstützung des Wohlergehens der tibetischen Exilanten aus. Am Montag dieser Woche beschrieb Dr. Sophie Scamms, unabhängige Abgeordnete für Mackellar in Sydney im australischen Parlament, den 90. Geburtstag als besonders freudiges Ereignis für alle Anhänger seiner Heiligkeit auf der ganzen Welt, da seine Heiligkeit bestätigt hat, dass die Institution des Dalai Lama fortbestehen wird. Die Abgeordnete Scamms reflektierte über ihre Teilnahme an 2 Veranstaltungen zu Ehren des 90. Geburtstags seiner Heiligkeit in Australien und stellte fest, dass diese Veranstaltungen besonders wichtig sind, da solche Feierlichkeiten in Tibet nicht stattfinden können. Am vergangenen Donnerstag äußerte die Europäische Union auf dem 25. EU-China-Gipfel in Peking ernsthafte Besorgnis über die Menschenrechtslage in Tibet, einschließlich der Misshandlung und Verfolgung von Menschenrechtsverteidigern und Einschränkung grundlegender Freiheiten. An dem Gipfel nahmen hochrangige Politiker teil, darunter EU-Ratspräsident Antonio Costa, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Chinas Präsident Xi Jinping. Auch die hohe Vertreterin der EU, Kaja Kallas, war anwesend. Die Vertreterin des Tibet-Büros in Brüssel, Rixing Gienkang, begrüßte zwar die Fokussierung auf Tibet, betonte jedoch, dass konkrete Maßstäbe für weitere Fortschritte von entscheidender Bedeutung seien. Tibet-Unterstützer und Freunde in der Schweiz veröffentlichten und präsentierten eine Zusammenstellung von Botschaften und Briefen in seinem Buch an seine Heiligkeit den Dalai Lama. Das Tributbuch enthält Botschaften von Intellektuellen, Künstlern, Politikern, einfachen Bürgern und anderen, in denen sie von ihren Begegnungen mit seiner Heiligkeit berichten und ihre Achtung und Verehrung für ihn zum Ausdruck bringen. Die Initiative fand unter der Leitung des Tibet-Büros in Genf statt, mit Unterstützung von Thomas, dem Sekretär der Schweizer Parlamentarischen Tibet-Unterstützungsgruppe. Da die tibetische Zentralverwaltung ein ganzes Jahr lang Feierlichkeiten zu Ehren des 90. Geburtstags seiner Heiligkeit des Dalai Lama als Jahr der Barmherzigkeit angekündigt hat, feiern Tibeter in ganz Indien diesen Anlass auf unterschiedliche Weise. Tibeter in Kangdo starteten eine Aktion zum Pflanzen von 113 Bäumen und in Puruvalla wurden 130 Bäume gepflanzt, um einen Beitrag zu den laufenden Bemühungen seiner Heiligkeit zum Schutz der Ökologie zu leisten. In Darjeeling nahmen über 9000 Teilnehmer aus allen Gesellschaftsschichten an der Initiative Compassion Run 2025 teil, die eine tiefe Verehrung für seine Heiligkeit als Verfechter der Menschlichkeit und des Mitgefühls symbolisiert. In Rawangla hielt Kimbo Karmanyima von Densa Pelchen Chöling Kloster einen Vortrag über die 4 Grundprinzipien seiner Heiligkeit und Chogur Tuje für die Bewohner der tibetischen Siedlung Gümpeling Rawangla, während die Bewohner der tibetischen Siedlung Boanta Chösum eine Gebetszeremonie für ein langes und gesundes Leben seiner Heiligkeit abhielten. Das regionale Godön-Komitee in Habadpur
verteilte wichtige Unterrichtsmaterialien an 186 Schüler an 4 lokalen staatlichen Schulen in Jamnipur, Balluwala, Khera und Lakhanwala. Während tibetische Siedlungen in Südindien gemeinsam verschiedene tibetische Opern in Hunsur, Belogopi und Kollegal aufführten, um das Jahr des Mitgefühls zu feiern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.